Hallo lieve vroes. Het is Janet Olzet, uit zie Tanja Pana, uit zie de vrouw van Ricky Pana, moeder van 3 kleine kinderen. En uit vreemd me zeer dat ik vandaag hier zijn kan, me met jullie uittussen kan, over dit thema, wat sie uit me weet. En als mir das Thema gestaltet wird, habe ich sehr viel darüber nachgedacht. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, mit dem ich mich selbst viel beschäftigt. Ich glaube, jede Früh hat das so, ja. Immer da kommen wir in unserem Leben an Phasen, wo wir einfach daran zweifeln oder darüber nachdenken müssen, was sie mit mir wird oder wo liegt mein Wert oder was bedeutet das eigentlich wertvoll sein, ja. Und so für mich wird das eine sehr große Hilfe auch darüber war einmal frisch nachzudenken und Gott zu fragen, woran haben wir unseren Wert. Und ich freue mich sehr, dort mit euch zu teilen und dort wir diese Zeit hier zu haben können. Am Anfang überlegt ich mir, möchte ich jeden auch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe mir ein kleines Spiel gedacht, und die brauche ich nicht sagen, ich kann eine Fähre kommen. Aber ich dachte, vielleicht ist das mal interessant, dass wir uns ein bisschen austauschen, ein bisschen kennenlernen. So, ich will ein paar Fragen stellen. Und du darfst für die evaluieren, trifft das auf mich zu oder nicht. Und wenn das auf die zu trifft, darfst du die Hand heben. Und schauen, wer noch die Hand hebt. Ja? So, ich will ein bisschen dort wie schauen, was haben wir früher gemeinsam und wo sind wir verschieden. Ja? So, meine erste Frage ist einmal, wer lebt momentan in der Kolonie Menno? Wer wohnt hier? So, ich glaube, wir haben von dort keinen von der anderen Kolonie, die nicht hier wohnt. Ich komme mit Fernheim ursprünglich, aber ich wohne in Loma Plata. Nu möchte ich dort alle die Hand heben, die befreit sind. Okay? Und alle Frühes, die Mamas sind, heben die Hand. Okay, so wir haben hier von dort viel gemeinsam. Und die nächste Frage ist, alle Frühs wird Jieren backen dönen. Ich sage nicht, wird Gold backen dönen, wird Jieren backen dönen, hebe die Hand. Wenn es bei mir, wenn ich das jetzt aus mir, dann gleicht das mit dem Backen nicht immer ganz so. Aber mir ist das schön. Alle Frühs wird eigentlich ursprünglich von woanders kommen. Aber mal eine Loma Plata oder eine Menno getroffen sind, heben die Hand. Okay, sehr fein. Am liebsten würde ich Ihnen fragen, wo ihr alle herkommen. Sehr fein. So, hier sind Frühs, die nicht in Loma Plata abgewachsen sind. Und nun kommt eine ernstere Frage. Alle Frühs wird sich mindestens einmal am Tag über sich selbst eure. Wenn es irgendwas nicht geglaubt hat, irgendwas schief gegangen ist, wer hebt die Hand? Oh, sehr gut. Das geht mir meistens mehrmal als einmal am Tag so. Nun möchte ich weiter wenn frühes Hölle darauf, sehr zu lachen und lustig zu sein. Auch die meiste, sehr fein. Und eine andere Frage, die ich uns fragen will, wem geht dort manchmal nicht schön im Spiel zu chitchen? Wer hat manchmal keine Lust im Spiel zu chitchen? Die hat uns alle so. Wir sind alle frühes, ja? Wir haben dort alles gemeinsam. Dort nicht immer schön, jetzt besonders wenn wir zum Morgens abgestoßen sind, im Spiel zu chitchen, ja? Und nun habe ich eine andere Frage. Wann früh hält sehr ab Singen? Sehr gut. Mir hat das schön. Ich singe hier, ich habe es nicht ganz der Stimme, ne? Das ist nicht ganz meine Gabe. In eine andere Frage, wenn von uns früher und ja uns hier haft einmal muss eine geläufte oder eine dicht gehende Person aufheben, die darf die Hand heben, die brücke aber nicht. Wer hat einmal eine Person verloren, was am sehr wichtig wäre, was am sehr nah stand. So wie seine, das ist auch eine Sache, was wir teilen und was wir vorhin machen, ohne das voneinander zu weiten. Wir gehen durch ernste, trüge Zeiten und wir haben alle almost aufgegeben und durch Trauerprozesse gehen und das ist auch eine Sache, was wir teilen und vorhin eine sehr, sehr schwere Sache. Und meine letzte Frage an euch.
wer von Jünd hat sich auch immer weiter oder manchmal mit eine andere Früh vergleicht. Wenn der irgendwas was besser kann als ich, vielleicht hat der ein besseres Haus, vielleicht kann der besser backen, vielleicht kriegt der mehr Gedone als ich. Wer vergleicht sich manchmal mit anderen Frühs? So, da sind wir auch alle mit bedeutet. Wow, Gott hat wunderbare Frühs in diesen Raum gebracht. Und vielen Dank schön für die Mitmachen. Und dort Jimmy ein bisschen teilhaben, Leute, an ihrem Leben und einfach ein bisschen an wo ihr seid. Das ist eine Sache, was ich immer sehr Fan finde. So fällt uns ab, wie früh wir haben sehr viele Sachen gemeinsam, was wir gleich haben, auch wenn wir eigentlich ganz verschieden sind. Aber Gott hat uns allen eine wunderbare, einzigartige Berufung gegeben. Und dort wie früh sind der wir. Und dort ist was ganz Besonderes. Und dort hat er sich ganz besonders ausgedacht für uns. Ja? Und darüber werden wir von dort ein bisschen reden, was dort bedient, dort wir einzigartig sind, dort wir ein Original sind, dort Gott uns einmalig geschaffen hat, dort nur einmal eine Janet gibt, dort nur einmal eine Tina gibt oder nur eine Tamara. So uns gibt dort nur einmal auf dieser Welt. Und er hat uns ganz besonders gemacht, mit besonderen Gaben. Und darüber werden wir von dort nachdenken. Und ich habe einen Psalm gefunden, wo dort besonders schön beschrieben wird. Das ist der Psalm 139, Vers 4. Und ich werde den Blöße von Dietschen, Plattdeutschen lesen. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Worte. Dort sitzt meine Säule. Deine Augen haben mir gesehen, als ich noch nicht mal bereit war. Alle Tage werden in dein Buch geschrieben, in China, als noch China da war, noch China passiert war, als noch China Tag von dort passiert war. So Gott schand uns und hat uns all vorbereitet, als wir noch nicht mal existierten, wusste er all, hat er all einen Plan für dein Leben und er wusste, dit und dit will ich mit dir machen und es war eine wunderbare Frühschafe und der wird einmalig sein und dort war und der wird diesen Plan halt mit ihrem Leben, ja. Dort hat Gott all lang, bevor wir überhaupt existieren, für uns sich ausgedacht. So, wenn dort nicht wird haft, was haft wird, ja. Und so von dort möchte ich einmal überlegen mit dem Top, was bedient mir wird sein oder als sie wertvoll oder so, was bedient dort für Jünd. Haft einer von Jünd eine Idee oder was bedient dort für die, als sie mir wertvoll? Einmal finden wir auch im Wort von wertvoll, finden wir auch all, da ist all die Bedienung berne, also als sie voll wert, ja, voll wert. Und dort bedient einmal, ich kann mit mir selbst zufrieden sein, ich fühle mich gut, das ist sie, gemacht worden sie. Dort bedient warum auch, ich sage ja zu den Sachen, die nicht so gut sind an mir, so Siede, was negative Siede sind, und ich sage ja zu den Sachen, die schön sind an mir, was ich gut kann, was ich ausstrahle, was fein sind an mir. Ich kann meine Gaben und ich weiß, dass ich einzigartig bin und dass ich Wert habe. Und mein Wert hängt nicht davon ab, was ich leiste. Und so wird uns dort von der Gesellschaft oder von unserer Umgebung her geprägt. Ja? Du bist erst wertvoll, wenn du dort und dort leisten kannst. Oder wenn du in der Gesellschaft bist. Oder wenn du in der Gemeindearbeit einen großen Posten hast. Oder so viel das. Dann hast du Wert. Ja? Aber Gott sagt uns, nee, so ist das nicht. Du bist wertvoll, wenn ich dich geschaffen habe. Du bist ein Ebenbild vom Schöpfer. Gott hat gesagt, wir sind nur seinen Ebenbild geschaffen worden und da ist uns wird. Ja? Und wenn wir dort lernen zu verstehen, dort wir nicht brauchen viel Leiste und viel Sahne und viel Döne, um Wert zu haben, sondern wir sind einfach wertvoll, wenn wir existieren, dann nimmt uns dort, entlastet uns dort, ja? Und dort hilft uns, ja zu sein, zu wer wir sind. Ja? Und vorhin hier wie auch dort davon geredet wird, da haft ein Leid oder ein niedriges Wertgefühl, also die schätzen sich nicht so viel, die haben ein
niedriges, leid wertgevoll. So dort wir sind Menschen, die nicht einen hohen Wert haben, die sich selbst nicht viel schätzen. Meistens sind so eine Menschen mit ein leeres Selbstwertgefühl, sind sich sehr unsicher. So verernt es dort sehr schwer, wenn sie Entscheidungen treffen sollen. So zweifeln sehr viel und wissen nicht, soll ich dort tun, soll ich da tun, soll ich zum Beispiel zur Schule gehen oder soll ich nicht gehen, soll ich dort noch für meine Kinder besorgen oder nicht. Sie sind ständig und zweifeln, wenn sie eine Entscheidung treffen sollen. Ja? Menschen, die auch nicht ihren Wert haben oder nicht schätzen, sind auch Menschen, die sich sehr viel beklagen. Und vorhin hört man, dass sie sagen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht so gut, und ich soll nicht so schmackig aus der anderen. Ich mag immer alles falsch, und das sind Menschen, die vorhin auch andere Menschen sehr schwer kritisieren, die sehr kritisch sind, andere Personen gegenüber, so wie hier vorhin, wenn irgendwer vielleicht mal eine Predigt gebracht hat. Menschen, die mit sich selbst nicht zufrieden sind, die vorhin sehr schwer kritisieren und sagen, naja, der spielt sich mal weiter ab oder der hat mal was zu viel gesagt oder das gefällt mir doch nicht oder so. Und warum tun sie dort? Wenn wir mit uns selbst nicht zufrieden sind, dann können wir auch nicht sein oder fällt uns das schwer zu akzeptieren, wenn andere sich gut fühlen in ihrer Hütte. Ja? Und dann will wir sehr vorhin dort irgendwie raufmachen, raufspielen. Und deswegen sind diese Menschen dann vorhin sehr kritisch und kritisieren. Sie reden auch viel Schlechtes über andere, plüdern, was wir sagen, plüdern viel. Und haben einfach versucht, vorhin andere einfach rauf zu machen, rauf zu spielen. Ja? Und sie seine Sachen negativ oder von der schlechten Seite. Ja? Und vorhin kriegt, wenn sie dann was gelesen haben oder was gut gemacht haben, dann können sie sich nicht daran freuen, wenn es eigentlich trügen sie sich dort gut, dass das gut gewesen ist. Ja? Wenn sie sich dann so dort hat doch nicht ganz so geklappt oder ich hat doch so dort oder hat mir doch ein bisschen mehr so bei mir. Und wenn andere Erfolg haben, können sie sich auch nicht gut mit anderen mitfreien. Ja? So dort alles beschreibt eine Person, was sich nicht gut in ihrer Hütte fühlt, wie würde sagen, ein leid Wertgefühl hat. Ja? Ein Philosoph, Maxwell, hat dort mal sehr schmack beschrieben, dort möchte ich mit Ihnen teilen, dort wie dort immer weiter behüllen. Wenn wer ein leid Wertgefühl hat oder sich nicht gut fühlt mit sich selbst, dann ist das so, als wenn er mit einem Fuß auf der Bremse versucht, das Leben zu fahren. Ja? Und wenn ich ihn dort mal feststelle, die sitzen auf dem Fahrrad oder am Auto und wollen fahren, aber die Hand den Fuß auf der Bremse, dort geht nicht. Ne? Entweder fährt das nicht oder dort fährt muss sehr stockrig. Ja? Und so ist das, wenn wir unseren Wert nicht schauen wollen, wenn wir unseren Wert nicht annehmen wollen, dann ist das so, als wenn wir versuchen, auf dem Gaspedal zu drehen und das Leben zu fahren, aber immer weiter hüllen wir den Fuß auf die Bremse und kommen nicht wirklich wieder. Ja? So, deswegen ist das so sehr wichtig, dass wir das für uns annehmen und unseren Wert sehen und erkennen. Ja? Wir können weiter, dass ich einzigartig und wird, dass ich mir wert sie. Einmal habe ich das all erwähnt, Gott hat uns nur sein Ebenbild geschaffen, der Schöpfer, was das ganze Universum gemacht hat, was uns alle gemacht hat, was jeden kleinen Detail, was der Jeff gemacht hat auch uns gemacht und hat für uns sich was ganz Besonderes ausgedacht. Und daher Chevi weiter, da liegt uns Wert. Wir sind alle verschieden. Wenn wir alle gleich sein würden wir wirklich nicht so viel Wert haben, wenn wir würden alle gleich sein. Und der andere kriegt es aus und sie kriegt es aus, man kann kriegt dieselbe Sache aus, so wo würde mein Wert sein? So eigentlich, oder so liegt dein Wert daran, dass du anders bist als die andere Person. Und wenn wir uns ständig miteinander vergleichen wollen, dann kommen wir nicht dazu, wirklich unseren Wert auszustrahlen, wenn wir wollen so sein, eigentlich dort sein, was der andere ist, und dort hält uns davon ab, dort zu sein, was wir wirklich sind und wofür wir geschaffen worden sind.
Entschuldigung, meine plottische Tongue, die will nicht einmal ganz mitgehen, aber die darf auch einmal die Hand haben, wenn ich zu schwimmen rede oder wenn die irgendwie eine Frage haben oder ich was nicht gut erklärt, dann fällt ich ihn bitte frei. Ja? Ich kann jeden ein bisschen anhören und nochmal erklären. So wichtig ist, dass ich meine eine Gabe finde und dort passt zu dem, was Gott in mir hineingelegt hat. Und dort versucht dort jeden Tag zu leben. Ja? Und so, warum ist das wichtig? Dort ich an mich selbst arbeite, dort ich mich wertvoll fühle, dort ich mich wert sehe. Warum ist das so wichtig, dass ich daran arbeite? Einmal ist es sehr wichtig, dass ich mich wert sehe, damit ich nicht mit dem Feld abbremse, das Leben für sich das zu stockern. Gott hat viel mehr für die einen Plan als Stockerwei. Er hat für die geplant, dass du strahlst, dass du deine Gabe brauchst, dass du zum Sehen bist für andere und nicht auf die Bremse setzt. Er will, dass du den Feld von der Bremse nimmst und Gas gibst. Und er ist mit. Dafür hat Gott uns geschaffen. Und deswegen ist das Nummer eins wichtig, woran wir uns wert sind. Zum Zweiten, und dort ist für mich immer wieder ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn ich dort viel auch in meiner Arbeit, auch in meinen Kinder mache. Wenn ich mich selbst wert fühle, dann übertrage ich das auf meine Kinder. Und wenn ich mich selbst nicht wertvoll fühle, übertrage ich das auch auf meine Kinder, auf meine Familie und auf die Menschen, die an mir herum wohnen. Ja. Und dort fingen wir in Matthäus 22, von 36 bis 40, sehr viel ausgedrückt, sehr viel gesagt. Und ich möchte das einmal lesen. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit dem ganzen Gemüt. Das ist das höchste und das allererste Gebot. Und das andere ist ganz genauso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Und diese beiden Gebote hängt das ganze Gesetz. So, was lesen wir hier? Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und wir sollen unseren Nächsten lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, als uns selbst. So, wenn wir nicht gelernt haben, dass wir wertvoll sind und uns selbst unternehmen und zu lieben, dann können wir nicht den Nächsten lieben. Dann können wir das in der Nächsten als unsere Familie, sind unsere Kinder, als uns Mann. Wenn ich nicht gelernt habe, dass ich Wert habe und wenn ich nicht daran glauben kann, dann kann ich auch nicht den Nächsten lieben. So, ich muss mich annehmen und ich muss Gottes Liebe für mich annehmen können. Und sein sagen, dass ich mich selbst sei und annehmen lasse, dass ich meinen Wert habe. Ja? Und bloß dann kann ich auch dort an andere wiedergeben. Ja? Und unsere Kinder beobachten uns Erwachsene. Und die sind, wie wir mit anderen umgehen, und die sind auch, wie wir mit uns selbst umgehen. Und eine Sache, was mir immer wieder abfällt, bei meiner Tochter kriegt, ist, wenn ich vor dem Spiel stehe und mich fertig mache, dann beobachtet sie mich. Ja? Und sie hört ganz genau, was für eine Kommentare ich mir geben war, wo ich meine Bluse antrage, ob ich mich anschaue, ob ich kritisch schaue oder ob ich strahle war oder so, ja? Oder mir selbst ein Lächeln schenke. Ja? Wenn sie sieht, nimmt Mama sich an oder nicht? Und wenn dann Kommentare sagen, ach, meine Beine ist was zu eng und ich habe ein bisschen viel Kilos oder so, dort hier die und dort graviere die und dort nehme die mit. Ja? So da sind wir gefragt, an uns zu arbeiten, in unsere Kinder dort fair zu leben, dort wie unseren Wert nicht in uns Aussehen sehen, nicht in was wir tun, was wir Geld tun oder wie viel wir leisten, sondern in Jesus. Und so, dort sind Sachen, was ich Ihnen von dort mitgeben will, was sehr wichtig, warum dort wichtig ist, dass ich mich wirklich wert sehe. Und ich möchte Ihnen von dort auch einladen, dort wie dort praktisch praktizieren. So, ich habe hier einzige Sache, was halbe Chene, dort wie an unserem Wertgefühl arbeiten. Und ich möchte mit Ihnen mitgeben und beginnt ein bisschen für die Herausforderung stellen, dass ich eine oder zwei Sachen aussehe,
woran die arbeitet worden in nächster Zeit, ja. Und ich nehme das selbst mit. Ich habe mir auch ein paar Sachen gesagt, woran ich meine arbeiten muss, ja. Und einmal ist es wichtig, an erster steht dort, wie den Entschluss traf, ich will an mir arbeiten, ich will mich selbst wert sein, ich darf dort, wenn ich sie wertvoll, ja. Und ich will mich dort selbst schenken, dort ich weiß und daran glaube und dafür bete, dort Gott mir weiß, ich habe Wert. Und dafür hielt auch, dass ich mich selbst gut tue, ja. Und dort bedeutet im Alltag immer wieder auch Sachen einzuplanen, was für mich gut sind, was mir gut tun. Zum Beispiel, dass sie hier von dort gekommen sind, aus frühes, zur Gebetsstunde, wo sie treffen, zu beten, sie mitteilen, und einander in der Städte. Das sind Sachen, die abbauen, was uns gut tun. Wenn wir in Glauben miteinander teilen können und miteinander uns mitteilen können, ja. Und so kommen Sachen anplanen in seinen Alltag, einfach, dort wir versuchen, Zeit zu finden für uns selbst, ja. Zeit zu finden für Sachen, die uns gut tun. Und dort kann mal ein Spaziergang machen sein, dort kann auch mal eine gute Freundin besuchen sein. Und vor allen Dingen ist dort wir uns Zeit nehmen für die Gebetszeit, für unsere Zeit mit Gott. Und wenn dort 15 Minuten am Tag sind, oder 10 Minuten, ja, wenn dort eine Karte Gebet ist, aber es ist wichtig, dass wir die Nähe und einfach Gott sehen im Alltag, ja. Damit uns diese Sache wiesen kann und uns die Kraft gibt, auch wieder zu machen. Eine andere Sache ist, was wichtig ist, was auch immer wieder eine Herausforderung ist, was ich mitgebe, ist, dort wir lernen unsere Fähigkeiten, unsere Gaben, lernen und auch weit in Gott dafür zu danken. Und das schaut auch nicht, wenn du vielleicht momentan nicht genau weißt, wo ist meine Gabe, also was kann ich so ja gut. Wenn es nicht alle weiter davon von klein an, ja. Manchmal fingen wir Gabe, wenn wir noch erwachsen sind oder auch in älteren Alter, dann auf einmal da war da nie die Gabe ab und Gott hat so viel für uns verstopft und geplant und das hört nie ab, ja. So habt den Mut, immer wieder auch da noch zu sehen, was kann ich gut, woran habe ich sehr viel und was für eine Sache habe ich viel Freude. Vielleicht wird die dort singen sehr schön, oder vielleicht wird die dort backen sehr schön, oder vielleicht möchtest du dort besonders die frei fühlst, wenn du mal irgendwo fertig stehst in den Gesang anleiten lässt, oder vielleicht mal eine Einleitung machen lässt, oder so, ja. Vielleicht jankert die dort, oder hast du dort lang mal wollt und wachst die dort nicht. Ich möchte die von dort sagen, wag den Schritt und do dort, ja. Und wenn das in die Beine ist und du fühlst, du machst dort gehen, dann frag Gott für eine Gelegenheit in dein Arm damit. Nimm dort Geschenk, was Gott dir geben will, an. Und ich muss diese Tag, als ich vorbereitet war, musste ich an eine Geschichte denken, was ich aus dem Hörspiel von meinen Kindern immer wieder mitgehört habe. Und dort wird die Geschichte von einem kleinen Jungen, was Simon heißt. Und Simon kann gut regnen. Er wird sehr gut in Regnen und mag eigentlich immer alles gute Noten, wenn sie Tests schreiben. Aber in der Klasse von Simon, die anderen Jungs, die können nicht gut regnen. Und die schreiben immer schlechte Tests. Und wenn es heute gut wird und die anderen nicht, wird er immer ausgeschlossen. Ja? Und so, er hat es sehr schwer damit, er will jeden Freund haben und immer war da Leute, sie am nicht Anthem spielen und er darf nicht mitmachen und das mag am traurig. Und irgendwann traf er den Entschluss, ich will auch nicht mehr gut in Regnen sein. Und ich will nur alles immer schlechte Tests machen. Vielleicht wollen die Kinder mich dann annehmen können. Und so fängt er dann auch an, wenn sie Tests schreiben, dann tut er entweder nicht ausfallen oder bloß falsche Ergebnisse. Und wenn die Lehrerin am Abräumen tut, dann sieht er bloß schwimmen, ich weiß das nicht oder ich kann das gar nicht mehr. Und so wird er schlechter und schlechter in Regnen. Aber die anderen Kinder wollen immer noch nicht mit am Spielen und nehmen immer noch nicht ab. In ihrer Gruppe ab. Und irgendwann wird das dann so schlimm, dass die Lehrerin sich mit der Mutter in Kontakt macht. Und sie fragt dann, was los wird, und die Mutter, sie will mit den Simon reden, und als sie sich dann mit den Simon sagt und mit am reden will, dann erklärt er seine Mutter auch, was das Problem wird. Er will nicht mehr regnen können.
sagt kein Senderin, wenn heute keine Freund hat. Und was die Mutter dann sieht, dort ist mir sehr wichtig geworden. Sie sieht ihren Jungen, dort du Gott regnen kannst, dort ist ein Geschenk von Gott an die. Und dort ist ein ganz besonderes Geschenk. Und wenn du nicht den Beste gibst und dort brauchst, was Gott dir gegeben hat, dann ist das so, als wenn du sagen würdest, das Geschenk, dort ist sehr fein, danke schön Gott, aber nein, danke. Das wollte ich dann nicht brauchen, danke, ja. So, und so hätte uns das auch manchmal. Manchmal dann, wir haben eine Gabe und Gott hat uns das Geschenk gegeben, aber uns passt das nicht so, ja, das zu brauchen. Oder wir haben Angst, das zu brauchen, ja. Und weil abpassen darauf, dass wir das Geschenk, was Gott uns geben will, annehmen und Danke sagen und dort brauchen in ein Sehen sind dafür, in unserer Gesellschaft damit, und auch in unserer Umgebung, in unsere Familien, ja. Und so dort ist eine Sache, ein Punkt mehr, was mir wichtig ist, was ich Ihnen von dort mitgeben will, ist einfach uns selbst channelieren in unsere Gabe. Und ein anderer sehr wichtiger Punkt, was auch sehr beeinflusst, wo wir über uns fühlen und wo wir unseren Wert ausleben, ist, dass wir abpassen auf unsere Gedanken. Ja. Sehr vorhin haben wir Strich in unserem Kopf. Ja. Und das ist regelrecht ein Strich, wenn es da verschiedene Stämme spielen und sich wirklich auch bekämpfen. Ja. So, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen, zu horchen, was denke ich eigentlich, wenn ich allein sehe, an der Arbeit sehe, was passiert da alles in meinem Kopf. Und wenn dort Sachen sind, die nicht abbauen, was uns kaputt machen, ist es wichtig, dass wir das stoppen. Und ich möchte Ihnen dort an ein kleines Beispiel weisen. Janet, kommst du einmal eine Fähre? Ich wollte ein paar Sachen zu Janet sagen. Und ich möchte euch ein bisschen abpassen, wie sich das anhören. Janet, warum ist dein Haus so furchtbar so gerissen? Du kriegst dir dort auch niemals im Leben reingeputzt, ne? Deutschland, Janet, deine Kinder, die sind so furchtbar so Leute. Kannst du die nicht mal vernünftig ertragen? Das sind immer die Leute und die Armsten von allen. Und, Janet, deine Tarte, die sieht nicht aus. Kannst du nicht später backen oder die wenigstens ein bisschen verzieren, wenn die also dunkel an ihr ist? Und wie kannst du so viel eten? Janet, hast du nicht Angst, dass du dich geworden wirst? Aber Janet, nu fällt die dort allweil rauf, kannst du nicht mal abpassen, dass die mal eine Sache behöllen kannst? So. Janet, Janet ist meine Schwägerin und sie weiß, was ich über ihr denke und sie weiß, dass ich sehr jeden Leib habe und sie wird mir dort nicht krumm nehmen. Aber liebe Frühes, wird wie irgendwen anderen diese Sache sein, was ich Janet gesagt habe? Niemals, oder? Sei wir uns das selbst manchmal? Warum ist uns das gut genug, uns selbst so eine Sache zu sagen, was wir niemals einer anderen Person sagen würde? Und so ist das vorkommen in uns Beine, ja? Wir wissen ganz genau, dass die Sache, was wir uns sagen, dass die nicht mal stimmen. Vielleicht ist die eine Sache nicht gelungen, vielleicht ist das mal war da nicht rein im Haus oder so, aber das ist nicht richtig, dass wir uns das immer war da so sagen. Und dort wir anfangen, uns gerade da finden, wie selbst sind, ja. In unserer Gedankenwelt spielt regelrecht ein Strich, und davon redet auch die Bibel, ja, dass es ein geistlicher Krieg ist, vorken in uns Beine. Und mit unseren Gedanken und mit dieser Sache, was wir uns vorken selbst sagen, ich schrie dort niemals an, oder ich habe mal war nichts abgeriemt und alles ist so schwierig. Und sie fehlte dich, oder ich sie eine schlechte Mutter, wenn es meine Kinder Hand war, ihre Abgabe nicht gemacht oder so. Das sind Sachen, die wir uns sagen, und die verinnerlichen, die bleiben in uns Beine, und die drehen, und dort rot, dort will immer wieder drehen, ja. Und das ist ein sehr gefährlicher Kreislauf. So, ich möchte, dass wir da einfach uns selbst die Herausforderung sahen und versuchen, abzupassen, wenn es vorhin möchte, wie dort nicht mal. Vorhin ist dort so eine Arbeit bei, und ich weiß dort von mir selbst, ich sie so beschäftigt, und auf einmal dann hier, ich mir diese Sache war da sei. Ach, das erstmal war nicht gleich, oder das wird sowieso war nicht tun, und sie war viel zu laut, und nichts wird kloppen, ich schrie, das war da alles nicht abgeregt, ja. Das sind Sachen, die sagen wir uns selbst, und da ist dort wichtig, dass wir dann sagen, stopp.
Manchmal halb dort, wenn wir uns dann einfach ganz laut sagen, das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit, das ist eine Lüge. Manchmal halb dort, wenn wir einfach anfangen, Lobpreislieder zu singen. Mir halb dort manchmal einfach dort oder bete. In dem Moment, in Gott einfach bete, nimm diese Gedanken von mir weg. Das ist ein sehr, sehr schwerer Prozess. Der will sich in uns verinnerlichen. Ja? Dort hat der Feind und damit will er uns immer weiter raufdrehen. Ja? So, das ist wichtig, dass wir dann in dem Moment, wo wir dort manche einfach sagen, stopp, das ist nicht die Wahrheit, und wir beten, dass Gott uns die wahrnimmt. Und vielleicht Lobpreismusik anmachen oder einfach irgendwen anrufen, mit irgendwen reden oder was immer uns in dem Moment helfen kann, damit wir nicht wieder darüber nachdenken. Die Bibel sagt dort in Sprüche Feuer verstreuen 20, behüte, pass auf den Hort ab, mit allem Fleiß, was du hast. Wenn es dort kommt, dort Leben rührt. Und mit den seltenen Hort kann auch der Tod rührt kommen. Der Tod wird sterben von einer Person, wie Gott der gemacht in sich erdacht hat. So, weil wie frühes Leben über uns Hort reden. Und Gott immer weiter darum beten, dass er uns daran hilft. Und deswegen ist es dort vorhin wichtig, dass wir den Tag, wenn wir 15 Minuten mit Gott anfangen, damit er uns mit seinem Geist fällt, und damit wir den Tag mit am gehen. Und wichtig ist, dass wir uns Ziele setzen und nachdenken, was will ich erreichen, was ist mir wichtig. Und einfach immer weiter kleine Ziele setzen, woran will ich arbeiten. Und vielleicht weißt du, die Kreis, was gut angewandt oder was schlecht aufgewandt. So, seid die kleinen Ziele. Mir hat dort vorhin, wenn ich die abschrieb und irgendwo anback, damit ich da immer weiter sein kann. Und dann kleine Schritte Plan, wo ich dort erreichen will. Zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, ich will jeden Tag Bibel lesen. Okay, wo will ich dort hinschreiben? Vielleicht mache ich 15 Minuten euer Abstunden, in mein Warte ein bisschen euer einstellen, in 15 Minuten euer Abstunden, und dann 10 Minuten vielleicht beten oder Bibel lesen. Ja? So, ganz konkret planen, wo will ich dort tun, und wenn das mal nicht klappt, ist das okay so. Dann sagen wir uns so, Mario, prüfen das noch einmal. Wir geben nicht ab, wir prüfen das weiter. Ja? Und vorhin halbt das auch, wenn wir irgendwen anderen von unseren Plänen verteilen oder dort mit dem teilen. Ja? Dann können die uns immer weiter nachfragen, wo das klappt. Und dann haben wir irgendwen, wo wir Rechenschaft aufgeben. Und eine Sache, was wichtig ist, mach mit bei Veranstaltungen, Gebetsstunden oder frühes Treffen. Traf die mit anderen frühes, tüsch die aus. Und hier was die von Erdenleben berichten, vorhin sehr wie in Situationen, wo uns das sehr schwierig ist oder in schwierige Situationen mit unseren Kindern oder einer Familie. Und da halb dort, wenn wir mit anderen Müttern darüber reden, was vielleicht ähnlich ist oder das selbst all erlebt haben, und da vielleicht all 3 Wochen gekommen sind. Oder vielleicht haben die ein paar, die für uns beten oder die uns wenigstens zuhören. Und wie wurde das die Last einmal los? So, tust die mit anderen frühes aus, wenn du dich schwere Tide hast, verteil den davon, fing Personen, die du vertrauen kannst, und red darüber. Bleib nicht allein mit deinen kämpfen. Und zum Schluss möchte ich sagen, noch einmal Loti von Gott fällen in die Brücke. Und dort möchte ich aufschließen mit einem praktischen Bild. Und vielleicht kommt Janet mal eine Fähre. So, ich habe hier von dort eine Vase mitgebracht. Und ich möchte diesen feststellen, dass diese Vase ist uns serviert. Und mit was wir uns fällen, dort strahlen wir aus. So, wenn ich mich damit fällt, was andere über mich sagen, dass ich nicht sehr viel habe oder dass ich die Sachen nicht in Ordnung habe, wenn ich vielleicht in meiner Kindheit immer wieder gehört habe, dass ich sowieso nicht alles richtig mag oder niemals gut genug bin für meine Eltern, oder wenn der Lehrer mir mal gesagt hat, dass ich niemals die Schule aufschließe oder sowieso keinen Beruf lehre, oder wenn ich immer wieder auch vielleicht in der Familie hier von meinem Mann oder von Verwandten, dort ich nicht gut genug bin, ich soll mich mal bemühen. Oder wenn ich mir selbst Sachen sage, ich sehe nicht so schmack aus der anderen, ich kann nicht so gut den Haushalt managen, ich kriege meine Kinder nicht unter Kontrolle, die hören mich nicht oder die machen ihre Abgaben nicht oder ich sehe nicht genug Tüß für meine Kinder, wenn sie auf Arbeit gehen. Oder
ich versage einfach einmal weiter, ja. Wenn ich diese Sache in mir rumtrage, dann strahle ich die auch aus. Und die sind in mir Beine, aber die strahle ich auch eine Büte aus, ja. Und das ist, was vorhin mein Wert, was mir mein Wertgefühl nehmen will. Das nimmt mir nicht mein Wert. Wenn es mein Wert habe, und der wird immer da sein. Aber vorhin will wir das nicht feilen und will wir das nicht annehmen. So, wie kann ich diese Sache, war da aus meinem Leben rausschreien, diese Gedanken, was andere uns gesagt haben, diese Verletzungen, was andere uns zugefügt haben, Sachen nur, was vielleicht von früher noch da sind, und was hier Beine sind, und was ich ausstrahle, ja. Wir können Frieden davon werden. Und ich möchte dich von dort ermutigen, such Gott. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, die in Bibel lesen Plan zu besorgen. Fang an zu beten und bet Gott darum. Und vertel Gott die Sachen, was die bewegen, was die Angst machen, was die Sorge machen. Fang an zu vertellen und zu beten dafür, dass er die davon frei macht. Und langsam, was Gott, ja, anfangen, sein Wort, sein Geist in die Nähe zu scheren. Immer mehr und mehr wird dein Leben anfangen zu fällen, je mehr du dich mit beschäftigst. Und du wirst sehen, Sachen fangen an, sich zu bewegen, Sachen fangen an, zu ändern. Und vorhin ist das dann, sehr wie am Anfang zufrieden und freuen uns und denken so, okay, Gott bewegt da was in mir. Aber wenn du das Glas anschaust, was kann man mehr sein? Das Wasser, Gott, Gottes Geist oder der Baller? Man sind immer noch sehr der Baller, ja. Und da ist vorhin die Herausforderung, aber wo wir gefragt sind, wieder zu machen, ja. Vorhin, weil wir hier abgeben und sagen, na ja, okay, ich habe Gott nicht all so viel übergeben von meinem Leben, aber an diese Sache, weil ich noch feststelle, diesen Mensch, den kann ich noch nicht vergeben. Wenn es der haft mich sehr weh tun und ich verstehe nicht zu vergeben, so ich will das noch länger heulen, ja. Mach wieder, les wieder in Gottes Wort, seht am wieder und go wieder zu Gottesdienste, red mit Gott, vertal am die Sache, red mit anderen Christen darüber, go immer wieder und wieder und wieder, tschitsch auf Gott und recht den Blick auf Gott und du wirst seine, stopp, du wirst auf einmal, ohne dass du das wirklich meinst, werden die Sachen anfangen, rauszukommen in dein Leben. Die negative Sachen sind wasch und Gott wird die mehr und mehr entfernen, wenn wir unseren Blick auf Gott gerecht halten. In irgendwann sieht das so aus. Wird das immer so bleiben? Leider nicht. Leider haben wir einen Feind, was uns immer weiter diese Gedanken treiben wird. Und uns immer weiter anreden wird, du halbst nicht, du hast schon wird. Wer bist du eigentlich? Wer glaubst du, dass du bist? Aber was passiert, wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir daran festhalten, ich habe einen Gott und ich kann den immer weiter diese Gedanken bringen, und immer weiter frisch kann ich beten und zu ankommen und am alles zu feitlein. Diese Baller können sich nicht mehr satten. Die bleiben an der Oberfläche, so die können immer weiter rauf. Und wir bleiben mit Gottes Geist. Und dort möchte ich uns mitgeben als Herausforderung, weil immer weiter an uns Glas denken, dort zu fallen und Gott sehen und auf Gott zu schauen. Danke. Ja. Ich möchte noch mit uns beten. Danke Gott für diese Stunde, die wir verbringen können. Ich danke dir, dass wir unseren Wert nicht brücken erkämpfen. Du hast uns so unendlich, so wertvoll gemacht. Du hast uns alles gegeben, was wir brücken. Du hast uns einmalig und wunderbar gemacht. Und wie der wir daran glauben und wie der wir dir dort immer weiter dafür danken. Ich danke dir für jede Früh, was hier von dort ist, was gekommen ist, was so wertvoll ist und was so viel besondere Gaben hat, was du ihr geschenkt hast. Und ich bete, dass du Mut schenkst, immer weiter die Gaben einzusetzen und dass du Sehen schenkst, wo immer diese Früh ist, ihre Gaben einsetzen und dass die Gemeinde wachsen möge durch ihre Arbeit, durch ihre Gaben, dass andere Menschen heute berührt wurden und einfach immer weiter erkennen können, dass du im Leben von dieser Früh bist und dass du hier wirken bist und dort soll mit deinem Geist große Sachen bewirken können.
Ich danke dir dafür, für jede Früh. Und du sitzt alles, was in ihren Horten ist. Du sitzt die Sachen, die ihnen schwer sind. Vielleicht sind Familienprobleme da, vielleicht sind Situationen, mit denen sie nicht gut reden wollen. Vielleicht sagen sie noch nicht ihren Wert, vielleicht fällt ihnen dort schwer, dort anzunehmen. Vor du sitzt jede Früh hier in dieser Versammlung. Und du wirst von dort Heilung schenken. Und du wirst einfach diesen Wert mitgeben, dass sie geläuft sind, dass sie unendlich geläuft sind und dass du den höchsten Preis für sie bezahlt hast. Du wirst am Kreuz gegangen, nicht wennst du nicht bloß um die Welt zu raten, sondern um jeden Einzelnen auch zu raten, was auf dieser Welt ist, Vater. Und ich danke dir dafür, dass du für jede Früh von jedem von uns am Kreuz gestorben bist. Und ich übergebe dir das Leben von jedem Einzelnen. In deinem Namen. Amen.